Servus beieinander, der Johann Bars ist da. Heute geht es schlicht und einfach um einen Tomatensalat. Wir machen heute einen ganz normalen Tomatensalat. Aber ich habe da eine spezielle Meinung dazu und die will ich euch heute erzählen. Als erstes haben wir hier schöne Ochsenherztomaten. Kennt Sie die andere Sorten auch hernehmen. Aber es ist eine fleischige Sorte, schöne Ochsenherz. Die haben wir natürlich wieder präparieren, weil wir es heute für einen Schatzi daheim besonders schön machen wollen. Dann schälen wir die Tomate strunk raus, kleines Kreuz reinschneiden, sodass die Haut angeritzt ist. Und ein kurzes Bad nehmen. Immer schön Eiswasser herrichten oder ein ganz kaltes Wasser tut es auch aus dem Hahn. Eiswasser ist natürlich besser. Es geht nur um das, dass wenn man die Tomaten aus dem heißen Wasser raus tut, dass sie nicht weiter garen und dann matschig werden. So, jetzt schwimmen die, weil es so schöne Gurte sind. Jetzt kann man da zwischendrin einmal probieren, ob es schon geht. Jawohl! Wenn man die Haut abziehen kann, raus damit. So, dann. Jetzt. So schön geht die Haut dann runter. Und wir haben die Tomaten vorbereitet. So geschälte Tomaten sind mit einem scharfen Messer gut zu schneiden. Wenn ihr das mit der Schale lasst, dann nehmt bitte ein Sägemesser her, weil ein normales Messer ist sofort stumpf. Ob jetzt Oberschiene oder Tomate, die Haut, die macht die Messer stumpf. So, unsere Tomaten sind vorbereitet und jetzt werden wir die schön in dünne Scheiben schneiden. Schön vorsichtig. Aufpassen, die sind ein bisschen glitschig, die rutschen leicht weg. Notfalls ein bisschen gerade zuschneiden. Und schon bleiben stehen. So, und die richten wir dann schön am Teller an. So, jetzt haben wir da noch immer solche Reste da. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, was man machen kann. Entweder ich habe in meinem Gefrierschrank Becherl drin, da tue ich solche Reste rein, wenn das nur Tomaten sind. Wunderbar, wenn ich Tomatensauce mache oder Tomatensuppe mache, schmeiße es rein. Und wenn ihr das nicht habt, dann schneidet es einfach klein. Und jetzt ist bei einem Tomatensalat in die Mitte drauf. Auch gut. Jetzt kommt die Kunst an der ganzen Geschichte. Zwiebel, fein gehackt. Ob das jetzt weiße sind oder blaue oder sonst irgendwo, das ist egal. Was euch schmeckt, könnt ihr hernehmen. Das tun wir da schön drüber. Und meine Meinung ist, jeder junge Koch, das habe ich bei meinen Lehrlingen immer gesagt,
der muss so einen Salat aus der Hand würzen können. Ob man jetzt das Salz mit den Fingern drauf tut oder aus der Mühle, das muss der so können. Nicht immer in irgendeiner Schüssel rein, wo er dann so durcheinander herkommt, sondern das muss er im Gefühl haben, dass das geht. Sogenannter weißer Balsamico. So genannt, da sind bestimmt neben dem Essig 2/3 Traubensaft drin. Was bewirkt der Traubensaft? Die Süße. Ich brauche keinen Zucker mehr. Und der schmeckt einfach schon harmonisch. Da drauf oben ist so ein Dosierer, der ist schon mit dabei und im dünnen Strahl so drüber. Ein gutes Olivenöl. Und was gibt es Besseres für ein Basilikum drauf? Und schon ist ein schöner Tomatensalat fertig. Ob es jetzt zu einem vegetarischen Gericht oder zu so einem fetten Steak ist, das bleibt euch überlassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Servus beieinander. Und immer aufpassen, was Neues gibt.